Grüß dich, das ist die Nashita und herzlich willkommen zu einem neuen Talk-Video. Und zwar ist das ein bisschen improvised. Bitte keine aber. Es ist alles ein bisschen improvisiert und zwar habe ich ein neues Licht, so wie man sieht. Nicht mehr mein normales Licht, sondern ein professionelles Licht. Und zwar wie man es in meiner Augenschwere erkennen kann, ein Ringlicht. Ein Ringlicht von Wish. Und ich muss sagen, Wish eine gute Arbeit geleistet. Mir gefällt das Ringlicht sehr. Es ist klein, es ist kompakt, man kann es mitnehmen. Und schaut meine Haare nicht an, sie sind ein bisschen messy und nicht so wie ich will. Aber hey, das hat mich noch nie aufgehört, das wieder zu machen. Irgendwie. Okay. Ja. Zuerst, warum das Talk-Video? Also, vielen von euch ist aufgefallen, dass ich sehr viele Tanzvideos momentan mache und sehr viele Covervideos. Das liegt nicht daran, dass ich absolut keinen Bock habe, auf Videos zu machen, sondern es liegt ein bisschen daran, dass ich momentan nicht die grösste Zeit habe. Ja, Zeit. A. Und B. Ich habe nicht unbedingt wie sagt man, die Zeit und Entschuldigung. Und naja, sag es mal so. Die Covers selber, die Videos zu machen und die Covers aufnehmen, also ich tue es jetzt erst recorden und dann mache ich ein Video daraus. Und das ist schon sehr zeitaufwendig. Dann ich muss mir immer einen Ort überlegen, wo ich drehe, wo ich filme und wie ich zum Beispiel aufnehme. Zum Beispiel, wenn ich einen Song noch nie gehört habe in meinem ganzen Leben, muss ich zuerst den Song ja lernen. Zum Beispiel bei Rain on Me oder sonst irgendein Song. Und manchmal passiert es so, dass ich einen Song aufnehme und der Song One Take gut ist. Zum Beispiel bei Break My Heart. Die eine Note, die ist nicht super toll am Schluss, aber hey. Und ja. Keine Angst, Break My Heart kommt noch. Breakup Song von Little Mix, Only You von Little Mix und High Hopes sind noch rausgekommen irgendwann, keine Ahnung. Und ja. Aber zurück zu den Videos. Warum nicht anders kommt als Covers und Dance momentan ist, da ich nicht die größere oder momentan nicht wirklich viel Spielraum habe, für irgendetwas zu machen. Also zum Beispiel wäre im Mai innen ein Loco von der Zürich Game Show und oder Fantasy Basel. Weil die wäre ja im Mai gewesen und dann hätten wir einen Vlog gehabt. Aber dass sich das Ganze durch Corona verschoben hat, und zwar auf den September Zürich Game Show und niemand weiß, ob ich gehen kann. Also für mich sieht es technischerweise leider für das Jahr ein bisschen eng aus mit Conventions. Vor allem Zürich Game Show fällt genau auf ein Datum, wo viele Leute arbeiten müssen und naja, ich kann zum Beispiel nicht gehen. Wo ich versuchen werde zu gehen, ist vielleicht Hero Fest und Fantasy Basel. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob mich das Hero Fest selber einladen oder nicht, weil letztes Jahr, viele Leute von euch haben ja den Vlog gesehen, letztes Jahr bin ich als Creator dort gewesen, also Content Creator, und dann konnte ich dort streamen, ich konnte einfach so filmen und habe dann am Schluss von der ganzen Veranstaltung nachher mit demjenigen geredet, wo das Hero Fest eigentlich aufgebaut hat. Also das Ganze aufgebaut hat, die ganze Planung, wie das soll aussehen und warum Hero Fest jetzt so ist, wie es ist. Und zwar von dem Macher von der ganzen Hero Fest Convention. Und ich konnte mit ihm reden, natürlich auf Englisch. Und das ist recht cool gewesen, weil letztes Jahr hat mich das Hero Fest eingeladen. Also das Hero Fest selber hat mich eingeladen als Content Creator. Und das Jahr werde ich entweder wieder eingeladen, das weiß ich nicht, aber ich behaupte jetzt mal nicht, weil sie sowieso nur eine limitierte Anzahl an Tickets sind, so wie das Gamefest und Fantasy Basel. Und ja, ich hoffe sehr, dass ich als Hero Fest kann gehen und an Fantasy Basel, weil das sind zwei von den Conventions, die ich das Jahr tatsächlich gehen kann. Weil geplant war, Ferien zu nehmen und als Zürich Game Show, genau.
Tatsächlich war geplant, dass ich an Gamescom gehe. Geplant war dieses Jahr. Was auch nicht geht, wie man schon sieht, falls das Video nächste Woche rauskommt, letzte Woche war Gamescom. Und ja, für mich ist halt so ein bisschen, ich hatte noch Vlogs gehabt dieses Jahr, aber die Vlogs passieren nicht, weil die Conventions verschoben worden sind und es ist nicht sicher, ob ich gehen kann und ja, also nur zur Info, wenn ich an einer Convention war oder einen Vlog von der Convention gegeben habe, habe ich immer alles selber gezahlt, also Hotel, Reise, Aufenthalt, Ticket und Essen. Alles habe ich selber gezahlt. Das ist nichts gesponsert. Außer letztes Jahr, dort habe ich mit einer Kollegin übernachten. Wegen dem Herofest habe ich dort übernachten. Und das Ticket habe ich schon vom Herofest. Nur müssen essen und filmen. Und ja. Einfach zu fragen, warum ich so bin. Ich drehe nachher noch ein Video. Also ich habe schon 2 Videos drehen, wenn das rauskommt. Und zwar von Only You und Break My Heart. Und ja. Ich kann nur sagen, dass einfach keine Videos kommen oder Vlogs, weil ich von den Conventions eigentlich vloggen, aber es nicht sicher ist, ob ich als Herofest, Fantasy und Zürich Game Show gehen kann. Und ja. Und das Problem ist, ich würde gerne euch mal eine Woche zeigen, wie ich so lebe und wie ich wohne und wie ich gerade momentan, was in meinem Leben nebst YouTube einfach so ein bisschen passiert. Nur das ist sehr schwierig, da ich in meiner WG eigentlich nicht filmen dürfte. Und oder jegliche andere Personen, die in meinem Umfeld sind oder mit mir am Morgen arbeiten kommen. An meinem Arbeitsplatz ist es auch sehr strikt verboten zu filmen. Und darum ist es ein bisschen schwierig, euch zu zeigen, wie mein Tag läuft oder wie es ist. Also ich könnte gerne ein Get Ready With Me machen. Also sonst irgendetwas. Viele haben gefragt nach Kochvideos. Kochvideos sind momentan auch sehr schwer, wie gesagt, da ich in den Wochenenden in den WG bin und am Wochenende daheim bin. Nur am Wochenende sind meine Eltern das Problem, da ich meine Eltern nicht in ein Video initiieren will. Ohne ihre Erlaubnis ist das ein bisschen schwer. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Genau, ich kann nicht während der Woche filmen, weil wie gesagt, ich darf in der kompletten WG nicht filmen, obwohl wir nur 3 Menschen sind. Aber es ist einfach strikt verboten, fragt euch nicht. Also ich mein Sessel hier hinten, habe ich gerade 2 Covers aufgenommen und ja. Ich hoffe, es ist ein bisschen verständlicher geworden, warum und ja. Das ist der Grund, warum noch Covers kommen. Und ja. Ich nehme jetzt noch ein paar Covers auf, und zwar bestimmte Covers. Und ja, es kommen einfach ab und zu ein paar Covers, die ich werde immer wieder Covers posten. Ganz momentan sind auch ein bisschen schwierig, da ich schauen muss, dass niemand daheim ist, A, und B, ich irgendwo tanzen kann. Also ich habe Projekte, wo ich sage, die tanze ich und die wollte ich veröffentlichen. Nur zum Beispiel, es gibt ein paar Projekte, die ich nicht kann machen, da ich ein gewisses Setting habe, zum Beispiel. Und ja. Hey. Und ja. Ich hoffe, es ist ein bisschen klarer geworden, warum ich nicht alles filmen, machen tue. Und ja. Ich weiß, viele haben auch schon mal gefragt nach einem Podcast von mir, aber ich weiß nicht genau, ob irgendjemand von euch einen Podcast wird hören, den ich machen würde, weil I don't know. Ich rede einfach irgendwie drauf los. Ich habe kein spontanes Thema. Also ich habe kein spezifisches Thema, wo ich würde sagen, das und das würde ich jetzt darüber reden wollen, müssen, tun. Ich würde einfach drauf losreden und ich glaube, das wäre auch nicht der Sinn von einem Podcast. Also ich meine, wenn ihr gute Podcasts hören wollt, dann hört unbedingt irgendwie, zum Beispiel, wenn ihr einen deutschen Podcast über Gaming hören wollt, kann ich euch Start and Select empfehlen. Der ist auf Spotify. Falls ihr einen schweizerdeutschen
Podcast hören wollt, dann hört doch den Losbuben Podcast oder den der Swiss Tuber Supporter Podcast. Den kann ich auch noch empfehlen. Ich habe zwar noch nicht gehört, weil ich nicht so gut bin. Und falls ihr einen englischen Uplifting Podcast wollt, kann ich euch den Similarly Podcast empfehlen. Der ist sehr gut, ist auch uplifting. Es sind noch nicht alle Folgen vom Similarly Podcast los, was eigentlich sehr schade ist. Also ich poste ein paar auf YouTube und ein paar auf Patreon und ich wollte nicht unbedingt, dass ihr alle zahlen müsst für das. Also ja. Ja, falls ihr euch fragt, ich hocke gerade im Dunkeln mit dem Ringlicht, es ist gerade sehr hell. Das ist ungewohnt, aber ich glaube, so fühlen sich YouTuber, wenn sie von einem Licht sind. Und ja. Aber lustig, dass die Konstruktion funktioniert hat. Lustig, dass es funktioniert hat, weil ich einfach wie heißt das Ding? Ich vergesse, wie das Ding heißt. Das Ding kann man so anklemmen und dann packt es irgendwie so. Also es packt, dort wo du das antust, passt es sich der Form an. Also so ein Giraffengimbal, kann man das sagen? Giraffengimbal. Man kann es irgendwo an tun und so. Also zum Beispiel ein Stativ steht ja gerade. So. Und dann kann man das irgendwie so um das Gegenstand-Dings da rundum tun. Also so ein Affe. Irgend so ein Stativ, wo du um Sachen drumherum klipsen kannst. Egal. Ich kann nicht, wie das heisst. Es ist so schwarz-rot oder es gibt auch so grün-rot. Aber ja. Und das steht jetzt gerade auf meinem Ringlicht, das von Wish ist. Und ich muss sagen, das ist eine gute Qualität, das Ringlicht. Ich hätte vielleicht noch einen zweiten Kopfzelle dazu bestellen. Weil es hat. Man kann etwas anschrauben, aber ich bräuchte irgendetwas, was man anschrauben kann. Und ja. Naja. Das war ein kleiner Input gesehen, über was so läuft, was so passiert. Und ja, ein zweiter Song ist in Planung, aber es ist immer schwierig für mich selber, einen Song zu schreiben, wenn man vor allem keine Zeit hat und absolut keine Idee, über was man schreiben kann. Zum Beispiel der erste Song, Mirror, hat momentan noch. Ah ja, mein Song Mirror ist übrigens auf Soundcloud bei meinem guten Kollegen Kumoso. Und ihr könnt auf mein Profil gehen, dort ist der Song retweetet und dort kann man den Song auch anhören. Er heißt Mirror, also Spiegel, auf Deutsch gesagt. Und der Song geht darum, dass es geht um mich natürlich. Denn das ist alles, also die Idee ist alles entstanden in einer Zeit, wo ich bin als Kind sehr ruhig war und habe nie zu Leuten reden, zu fremden Leuten, zu irgendjemandem, nicht mal zu einer Person, die ich kennt habe. Ich war so schüch, ich habe einfach nichts gesagt. Und dann habe ich gefunden, hey, eigentlich, also mit der Zeit, wo ich mehr aus dem Dorf rausgekommen bin und mehr auf Zürich gegangen bin mit der Selina Kriegs, ist mir irgendwie aufgefallen so, hey, ich kann reden, aber ich kann nicht mit fremden Leuten reden. Und dann bin ich nach und nach aus mir rausgekommen. Aber die ruhige Seite hat mich wie zurückgehalten, ich selber zu sein. Und ich bin nie die Person gewesen, die ich eigentlich wollte sein. Und jetzt bin ich es. Endlich eine Person, die reden kann, wo ich selber bin. Weil ich das Gefühl hatte, ich war ruhig gewesen, aber ich habe mich wie so selber gefangen gehalten. Also mein echter Charakter. Weil mein Charakter ist ruhig, aber auch gleichzeitig laut, aufgedreht, tollpatschig, vergesslich und fröhlich. Aber ich kann auch ruhig sein, wenn ich traurig bin oder wenn ich hässlich bin, muss ich in mich gehen und ruhig sein. Und der Song geht so ein bisschen darum, dass also es heisst, we're one and the same, but I don't know you. Ist einer von der Hauptverse. Und das bedeutet einfach, we're one and the same, also ich bin gleich wie du, aber ich kenne dich nicht. Das war einfach so in dem Moment, wo ich bin einfach mega ruhig war, bin in den Spiegel gegangen und habe mir gedacht, so, ich sehe mich, aber ich bin nicht ich selber. Ich weiß nicht, ob man das kennt, wenn man in den Spiegel, also einfach zum Spiegel steht und in den Spiegel schaut und sich denkt, so ein Scheiß, ich bin gar nicht ich selber. Ich bin jemand, wo sich Personen immer angepasst hat und
immer der ruhig war. Aber ich wollte das nicht mehr sein. Und darum geht es ein bisschen der Song, dass ich selber mir gesagt habe, ich bin ruhig, aber ich kann offen sein und ich möchte einfach viel mehr offener sein. Weil ich eigentlich viel mehr, also ich kann reden, aber warum traue ich mich nicht? Und es war immer wie so eine Wand davor und hat mich zurückgehalten. Also wie so ein Gefängnis, wo ich nicht ausbrechen konnte. Und mit den Jahren, also ich bin schon 20 übrigens, falls ihr euch wundert, ja. Pretty 20, fresh out of 20. Also ich bin 20 seit etwa, was haben wir, Ende August. 1 Monat und 28 Tage. Ja. Ich bin 20 und mit 20 ich habe ein paar Sachen gelernt über die Jahre und ich habe einfach viel mehr, also ich weiß nicht genau, ob ihr das kennt, aber wenn ihr wie so dünnt, also ihr seid jemand, wo ihr nicht sein wollt. Und ich kann schon mit Leuten reden und so, das Ding ist aber, in der Schule bin ich ruhig gewesen. Sobald ich daheim war, werde ich gemacht. Weißt du, weil ich das einfach zurückgehalten habe und nicht konnte mit Leuten reden und auch allgemein mit Freunden einfach die meiste Zeit ruhig geblieben bin und nie etwas gesagt habe. Also klar, dann habe ich mit meinen Kollegen geredet, so ist es nicht, aber ich war meistens die Ruhige in der Gruppe und habe nicht so viel gesagt, habe nicht meine eigene Meinung vertreten oder bin der Mitläufer gewesen. Was ich im Grunde ehrlich gesagt, auch nicht gut heißen kann, aber ja. Und das Ding ist halt, ich habe mich wie selber gefangen gehalten und jetzt kann ich endlich ich selber sein. Klar, ich bin einerseits ruhig, aber andererseits auch ich. Ich bin lustig, ruhig, tollpatschig, vergesslich. Ich kann einfach ich sein und muss mich nicht mehr verstecken. Und jeder, der mich heutzutage fragen würde, warum du nicht mit 16 schon, also seit du aus der Schule gekommen bist, eine Lehre angefangen hast, würde ich total sagen, was passiert ist. Denn ich schäme, also ich muss wirklich ehrlich sein mit euch. Als ich mit 18 einen Test gemacht habe und erfahren habe, was ich wirklich habe, bin ich geschockt gewesen. Ich bin wirklich geschockt gewesen, so, what? Einerseits hat es mich nicht gewundert, weil ich schon gemerkt habe, so, hey, in der Schule so, ich muss mir etwas aufschreiben, damit ich es nicht vergessen. Und das hat mich schon halt immer gewundert, warum ich das machen muss, weil andere Leute haben gesagt, so, okay, das kann ich mir merken. Ich aber nicht. Auch bei Videospielen habe ich gemerkt, so, mein Gedächtnis ist nicht so gut. Und das Problem ist halt, ich habe es mir nicht merken. Und das Ding ist halt auch, so leichte Sachen sind halt auch vergessen gegangen. Also so ganz einfache Sachen. Und ich habe gemerkt, bei Spielen manchmal, wenn etwas war mit Quicktimes, also zum Beispiel, genau, nehmen wir Detroit Become Human. Obwohl es auf leicht war, die Quicktime-Events haben mich gekillt. Weil zum Beispiel Mario Bros. Deluxe, alle können das sehr gut spielen. Nur ich aber nicht, weil meine Reaktionszeit ein bisschen nachher hinkt. Also ich kann nicht sofort reagieren. Klar reagiere ich manchmal sehr gut, aber manchmal halt auch nicht. Und das habe ich dann dazu mal nicht gewusst. Und ich habe mich geschämt dafür, dass ich das habe und ich war hässlich auf mich selber gewesen, weil ich noch nicht gewusst habe, dass ich das habe. Und einerseits bin ich auch ein bisschen hässlich auf die Menschen, die mir das nie empfohlen haben, einen Test zu machen und zu sagen, also, hey, was ist da los? Du kannst nicht die einfachsten Sachen merken. Und ich wünschte mir, dass die Menschen mich nicht von Ort zu Ort geschoben hätten. Und in eine gewisse Lage geschoben hätten. Weil das hat es für mich so viel einfacher gemacht. Klar, ich kann jetzt sagen, ich habe viel daraus gelernt, nachdem ich durch die ganze Sache... Morgen, Mittag und Abend und tschüss, ciao, ade.